Ja, Freunde, man mag es kaum glauben, aber wir haben Camilla in der letzten Folge doch noch besiegt und damit das göttliche Kapitel von ihr geschafft. Und ich bin auch ziemlich geschafft, muss ich zugeben. Ich glaube, wir haben es uns verdient, ein bisschen Insomniel auszuspannen. Bevor wir dann relativ fix aber auch bald wieder weitermachen wollen, theoretisch steht uns noch ein göttliches Kapitel bevor, plus noch ein paar Sidequests. Also darum geht, dass wir im Prinzip die Bandlevels in anderen Charakteren wie Erika, Ephraim plus natürlich auch Sigurd und Leaf noch irgendwie erhöhen könnten. Will ich auch noch machen, aber ich würde sagen nicht direkt jetzt, weil jetzt hatten wir zwei heftige Kapitel hinter uns. Nämlich die mit Chrom, Darain und Camilla. Die haben lange gedauert, sicher irgendwie 6 Folgen insgesamt oder so. Wir machen jetzt irgendwie gerade kurze Folgen, also das war schon heftig. Aber hat es auch gelohnt, würde ich sagen. So, ich gehe jetzt mal zurück nach Somniel. Wir haben viele Bandfragmente, sehr gut, sehr gut. Und ich würde sogar sagen, wir können direkt auch noch die Embleme neu zuordnen. Und jetzt haben wir endlich genug Embleme, dass jeder von unseren Charakteren einen hat. Ist das nicht schön? Also ich sage jetzt mal, jeder von denen aus meinem Team, wo ich jetzt sagen würde, ja, den nehme ich bis zum Schluss mit. Natürlich kann ich pro Kapitel irgendwie 8, 10, 12 oder 14, 16, 18 mitnehmen. Das wäre ein bisschen... Das war schön, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Also jeder von denen, wo ich gesagt habe, ja, die kann ich eigentlich mitnehmen, hat jetzt was eigentlich dabei. Jetzt muss man ganz kurz gucken. Hier Michael Lucina. Haben wir auch schon überlegt, ob ich vielleicht Lucina lieber wieder auf Chloe packe. Vielleicht Chloe Chrom Combo gar nicht mal so schlecht mit Werte sammeln eigentlich auch. Gigaschwert, Donnerbonus und so. Naja, ist halt wegen Magie, aber Michael hat nicht viel mehr Magie, also insofern. So, worum geht's mir gerade? Mir geht's erst einmal um Citrin. Citrin Sowen, eigentlich schon cool. Aber mit Camilla habe ich halt den Vorteil, ich kann fliegen. Ich habe hier einen Drachenader noch, das heißt, ich kann Flammenerschaft, Schaden zufügen. Vor allem, ich krieg Speed drauf von, ich krieg Geschwindigkeit. Endlich mal bei Camilla, Citrin. Überfliegen heißt eben, sobald engaged sind, kann sie fliegen. Plus 2 Bewegungen dazu noch. Und dunkles Inferno heißt, ich kann einer Gegner nach verschiedenen Fällen in der Nähe Schaden zuzufügen, diese Felder in Brand zu setzen. Das ist mal richtig übel. Mach mal die Kombi. Dann Ai, wir haben ja überlegt, entweder kriegt sie jetzt einen Ring von Soren. Der gibt ja auch Magie, Benny kann Resistenz. Oder ich gebe den Ring von Byleth neu. Weil ich kriege auch hier noch Magie drauf, Geschwindigkeit auch. Und Glück. Resistenz braucht Ivy eigentlich nicht so viel. Die soll vor allem ein bisschen ausgleichende Einheit sein und so. Und das wäre sie so oder so. Da würde ich halt Hortensia doch mehr zum Angreifen und Magie nutzen einsetzen. Beziehungsweise, Moment, ich zeig's gleich. Was ein neuer Plan wäre. Hortensia kann ja dank ihrer eigenen Fähigkeit, oder Fähigkeiten besser gesagt, auch durch große Ego und Weltenbaum kann sie auch Stäbe über größere Entfernung hin verwenden. Wenn ich hier natürlich jetzt noch mit Gewitter und so komme, wäre das schon geil. Ja, also dann Magie, Behendigkeit, Resistenz, mein Glück hat sowieso schon viel. Verteidigung braucht sie eigentlich keins. Speed braucht sie auch nicht, wenn sie halt Gewitter einsetzt. Ich kann auch gut mit Lockvogel zu hantieren. Ich glaube, das ist gar nicht mal eine schlechte Idee. Dann hätten alle unsere Charaktere hier, wo ich gesagt habe, das sind die, die ich jetzt mal noch ein bisschen trainieren möchte. Die anderen sind ja mittlerweile rausgeflogen. Mitunter auch aus bekannten Gründen. Naja. Und eventuell einen zweiten Run würde ich natürlich anders machen. Würde vor allem Fram, Clan und Shaw trainieren. Ne? Und natürlich Anna. Also mit den Vieren würde ich so eine Art Kindergarten aufmachen. Ich habe gesehen, vor allem Fram und Shaw können richtig heftig werden. Clan ist auch nicht übel, Ich kann ganz ehrlich sagen, Anna braucht ein bisschen mehr Training, aber wenn sie dann soweit ist,
Vor allem auch durch ihre Fähigkeiten und so. Und dann noch ein bisschen draufpacken würde, dann kann man mit ihr unglaublich geil farmen. Das ist schon heftig mit ihr. Und ja, so wird es zu den Emblemen. Und ich würde sagen, wir machen direkt jetzt hier weiter am Text. Natürlich auch mit den Emblemen. Erstmal gucken, haben wir irgendwie Items, die wir nicht mehr brauchen. Chloe braucht nochmal einen Heilstab. Nee, nicht. Doch, Chloe eigentlich schon. Ne, Wandel mit neuen Purgativen. Ich finde es schade, dass man hier Purgativen irgendwie kombinieren kann. Das wäre geil gewesen. Sie könnten nochmal so eine mitnehmen. Und einen Teleport. Die haben noch ein paar. Nicht mehr viele. Kann nämlich hier einen Fortschritt. Rettung aber sehr viele. Krass. So, das Ganze natürlich aus dem Grund. Moment, wir gehen natürlich der Reihenfolge nach. Erstmal die Grotte. Danach direkt zum Brunnen. Das Angeln, glaube ich, sparen wir uns fürs Erste auf, weil, wie schon mal gesagt, solange ich noch nicht die beste Angel habe, glaube ich, bringt das noch nicht so viel. Vor allem auch am Baumfragmente zu farmen und so. Um die Baumfragmente zu farmen, habe ich ja gute Methoden. Was noch fehlt, Goldfarmen. Ja, ich meine, ja, geht ja auch offscreen und so, will ich eigentlich nicht unbedingt so machen. Außerdem, ich würde tatsächlich irgendwie Anna so trainieren, dass ich sie quasi alleine losschicke auf offscreen. Dass sie sagen, ja komm Anna, du machst das alles. Und sie fahren einfach unendlich Gold. Was mir dann noch fehlt, wäre etwas für FPs. Zum Farmen. Also eine gute Methode, sage ich jetzt mal. Gibt schon das eine oder andere, aber eine gute Methode. Ja. So, wir haben natürlich mit uns noch Gespräche wieder, wa? Ich muss ja sowieso hin. Oh, Leaf. Was ist los? Leaf ist Leaf, hä? Na, 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 na. Der hat hier viele Waren und natürlich auch viele Leute umstehen. Gespräche ist auch so ein Thema, wa? Mhm. 神竜様、あれから考えてもお金では買えないもので考え続けてどれぐらいそんなに経っていない。私にとっては永遠。それでこれで喜んでいただけると。これは石ころです。石ころ。お金では買えず道端に落ちているそのこれがその辺の石ころではなく、私はとても嬉しかったと思います。思い入れ。それは私の気も分かりました。今度こそゆったりと。 Oh je. Den Wert von Geschenken erklären. Ja, das kann mitunter ziemlich nervig sein, das stimmt. Nein, vor allem schwierig, sagen wir es so, schwierig. Nervig nicht, aber schwierig vor allem. Wieder hier noch die ganzen Dinge noch ein bisschen weiter upgraden, war jetzt in Ergebnissen. Die Gespräche stehen ja auch noch aus, aber wir haben nicht vergessen. Übung reiten, neue Schwierigkeit, ja, aber naja. Brunnen! Irgendwas aus dem Brunnen. Eine Bitterklinge, Adeptenbuch, Novizenbuch, Silberdolch. Was ist denn bitte schon eine Bitterklinge? Ich glaube, kann langsam sicher mal so ein Panzerbrecher so loswerden. Ein Ritter Tod auch noch.
Speere haben wir eigentlich mittlerweile auch genug. Die Eisengroßlanze theoretisch, aber ne, kann man lassen noch. Ein Speer, mhm. Wir haben noch 3 Speere, das reicht eigentlich doch. Kannst du für Chloe noch einen aufheben? Ja, aber... Sealbarks, wenn wir noch ein gutes Item hier haben und dann gebe ich... Andung geht gar nicht, wa? Stattachs, von der etwas Überirdisches ausgeht, ja, ja. Was das wohl sein mag, wa? So, hätten wir das auch erledigt. Sehr gut, sehr gut. Teichwege sagen wir später. Arena. Ja, komm, machen wir die Arena. Die kann ich ja aus zweierlei Gründen machen. Auch mit dem Emblemtraining noch. Standard, so. Wer war kurz vor Level Up? Ich habe vorhin etwas gesehen. Offscreen. Wer war's? Ivy zum Beispiel. Ja. Würde auch besser gehen, sagen wir ehrlich. Das geht natürlich auch immer schlechter. Dann haben wir Hortensia ist noch kurz davor. Bougeron, Timera. Sieht halt eigentlich auch, aber dann kann man auch eher Bougeron und Timera. Oh, der arme Jean. Ach, Timera. Ich weiß eigentlich, bei all meine Charaktere bräuchten dieses scheiß Ding, diese scheiß Lebenskugel. Oh, Bougeron killt mich jetzt. Finde ich aber nicht so geil. Danke, Bougeron, du hast mich gekillt. Ich dachte, ich habe einen Wurmtöter, aber gar kein Inventar. Also im Lager schon, aber nicht ausgerüstet. Da natürlich auch gut. So ein Standarddinger drauf. Okay, die Embleme. Warum Emblemtraining? Ich brauche es natürlich mitunter. Also erstmal gucken, was jetzt auch von Camillon zu haben. Das sind alles für Fähigkeiten. Geschwindigkeit, Resistenz. Camillas Axt. Das ist angemäß. Resistenz, gegnerische Verteidigung. Okay. Lanzenwacht. Gut, wenn natürlich trotzdem nur, dass ich es auch irgendwie erben könnte. Wer hat hier neue Dinger bekommen? Neue Ringe. Neue Ringe. Ah, warte mal. Wir müssen irgendwie noch ein paar Gespräche vorne machen. Warte mal. War doch was. Also nicht die hier, da ist gerade noch einiges habe. Hier geht's um die hier. Let's dance. Sida, Tiki, let's dance. Chloe Mikron, was schon B, krass. Chloe が手にしているのは何の料理なんだ。うまそうな香りがするが、見た目はその牛の内臓をすりつぶし。Welchen Grund wieso ich auch den Chromring an Chloe gegeben habe, ist derjenige, die sieht mir sehr. Also Chloe hat große Ähnlichkeit mit. Wie hieß denn wieder? Nicht Zalia, nein. Wie hieß sie? Aus Awakening.
Diejenige, die dann nachher viele gesagt haben, oh, die ist eigentlich mit Chrome so vertraut und so. Man sieht sie auch mit ihm im Titelscreen. Im Opening vom Spiel, also paart man sie quasi mit ihm. Das war ja so das Nonplusultra-Spiel, was Pairing und so betraf. Und Kinderzeugen etc. etc. mit Rang S. Das war irgendwie auf eine gewisse Art und Weise lustig. セネリオは私と違って大きなお世話です。軍師に必要なのは Alter, was für eine Abfuhr. Ja, Sonnen ist speziell, das ist leider so. Oh, Hortensia mit Beilef, wa? もしあの時みんなの命を奪っていたらそれを考えても仕方がない。 Das stimmt. Vergangen ist vergangen. Weira Mu... Nein, ich spreche es nicht aus, was ich gerade gelesen habe. Das tue ich nicht. Aus guten Gründen. Gerade überlege ich halt auch, was man mit ihm noch machen könnte. Irgendwie Emblem ist bei ihm ein bisschen schwierig. Theoretisch mit Edelgard, ja. Auch mal noch, weil irgendwie das Bamikoin aktuell ist ja nicht gerade unbedingt das Wahre, finde ich. Mit Sigurd theoretisch, ja. Oh, 1500. Ah, ne, das ist schon mal. War vor allem Lanzenfertigkeit, Schwertfähigkeit, Lanzenkraft. Okay, da braucht er eigentlich eher weniger. Okay, bei Fogada warte ich mal noch, da bin ich wie gesagt, unschlüssig. Kann ja bei Corin trotzdem schon. Na komm, scheiß drauf. 地形団長フォガート行くよ。カムイと申します。いざ。悔しいです。 Bei Fogado könnte ich mir auch gut noch einen Ring von Leaf vorstellen. この前のそんな。 KP plus 10. Oder? War es nicht so, dass ich mal dachte von wegen, hey Fogado, du kannst mit der Lucina vielleicht auch. Auch mächtigen Bogen und so und Behendigkeit noch ein bisschen plus, ja. Den mit Leaf, auch wegen einem Vorteil. Naja, mal gucken. Erstmal die anderen, die wichtiger sind, wie Yunaka. 18 ist eigentlich schon gut. Chloe ist ja gerade auch voll dabei. Citri, ne? Die habe ich jetzt Camilla gegeben. Ich glaube, wir boosten euch mal ein bisschen. Damit es ein bisschen schneller vorangeht. ブロディア王女兵シトリニカよ。アンヤ王国第一王女カミラよ。私の負けみたいね。素敵な時間をありがとう。 Wieso so ein Damage? よろしくシトリ。兄が2人いるわ。 Citrin. Camilla wird sogar sagen, mal ganz kurz auf Level 10. 正々堂々挑むと誓うわ。カミラよ。緊張しないで。はい。私の負けみたいね。素敵な時間をありがとう。以前言っていたあなたの。Ja, ich glaube, die Kombi passt sehr gut bei den beiden. Die haben auch irgendwie so ein Grinsen drauf, das macht mir sogar ein bisschen Angst, muss ich zugeben. Was hat er bloß angerichtet? So, genau, hier mit dem, das war mal mehr Speed, das können dann noch Fähigkeiten noch ein bisschen ergänzen. Hortensia, jetzt mal ganz kurz Luki machen, mit Beilef bist du schon gut dabei. Mhm. Jetzt hast du einen neuen Ring von Soren.セネリオです。
いい戦術でした。当然よね。セネリオって。あなたはDer boostet die direkt noch ein bisschen weiter. Nachher noch Ivy, genau. Marin theoretisch ja noch mit Erika, wäre noch eine Option. Wir müssen hier langsam ein bisschen hinmachen mit den ganzen Boostereien und so. Reflexion. Oh, was ist denn das für ein Teil? 今日は来てくれてありがとう。セネリオです。さっさと始めましょう。僕の負けです。いい戦術でした。当然よね。ちょっとさっきの戦いはな。あの程度の敵、あなたならOkay. Er hat analysiert, Freunde. Den Schaden zu, ein Zug lang, okay. Das ist auch so ein bisschen supportmäßig, wa? Zu weit unten. Diamant. Du hast momentan eh bis mit Leaf ausgerüstet, wa? Dann packe ich heute direkt mal auf Level 10. 仲間とはいえ手は抜かん。レンスターのリーフだ。相手になるよ。もっ少し痛いぞ。と強くならなきゃ。手合わせ感謝する。イルシオンの民が我が国に恨みを持つのはと。焦らず堅実に。君ならば解決で。 Hört auf ihn, den weisen Lord. Oh Mann, Leute, ich hätte so gerne mal ein Remake von Spielen von Leaf und Sigurd, weil eben die beiden kennen halt am wenigsten gut. Also hier im, sag jetzt mal, im Westen von Japan. Es ist leider so, auch wenn es traurig klingt. Also Diamant, aber jetzt auch Level 10 mit Leaf. Klar, es geht aber momentan nicht weiter, weil wir die Sidequests von Leaf noch nicht gemacht haben, genauso wie von Sigurd. Aber darum kümmern wir uns ja auch bald mal. Ivy hatte ich jetzt mit. Aber wenn es im Fähigkeit hier auch nicht so schlecht wäre. Ne, beide, da ist er jetzt. Dann mache ich nochmal Level 10, komm, machen wir das mal durch. Kann nachher noch ein bisschen... Was macht der da? Die Vaira Mushti. So, die sieht so aus. Auch ein bisschen schräg. Ja, kann auch ein bisschen Belohnung nachher abholen. Das ist so, nachher nochmal alles neu ausrüsten und so im Team und dann auch wieder ein bisschen auf den Weg machen. Okay. Kurzes Gespräch irgendwie. Oh, Gespräch, genau, wir müssen noch ein paar Dinge machen, wa? Gespräche. 80 Mal in der Arena. Hui. Marin. Noch nicht gemacht, wa? Mit Beilev nochmal. Bitte auf 10. Das gibt ja auch wesentlich mehr Glück noch dazu. Genau. Wie schon das Teil, okay, gut. Überspringen, wir kennen es ja. Gut gesagt, Beilev, gut gesagt. Free House for the win. So. Und letzte im Bunde, war was? Wo sind's? Hier. Erika. Mit dem Windschwert, so. 相手に不足はありません。いざルネス王女エイリーク参ります。兄上に合わせる顔がありません。
いい手合わせができて嬉しいよ。厳しい環境の中で生きる。私は火山地帯で魔物の巣にそう。Kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ganz ehrlich, was ich das letzte Mal Secret Stones gespielt habe, ist auch schon ein paar Jahre her. Windschwert, magisches Schwert, okay, das gefällt mir sehr gut. Fähigkeiten erben. Jetzt ist halt die Frage, wer von unseren Typen hat noch genug FP, um irgendwas zu lernen? Na, mir sind natürlich diejenigen, die gerade in den Kämpfen waren, wa? FP 672. Citroën 962, das ist gar nicht mal so schlecht. Bei ihr würde ich gerne solche Dinge erben wie das hier, aber dann halt erst später. Sternkugel für bessere Stats natürlich auch. Bei ihr wäre, glaube ich, Kanter noch eine Option. Vehemenz kann ich sowieso vergessen. Aber Kant würde ich gerne bei ihr machen. Das Inventar. Den jetzt hier. Citrin. Haben wir es hier. Tiki kommt. Nicht Tiki, Quatsch. Sigurd, hier. Kanter geerbt. So. Natürlich gleich noch ausrüsten, ist klar. Chloe, hast du noch irgendwie? Ja, ein paar Punkte hat sie. Kanter wäre eine Option. Ich würde bei ihr eigentlich lieber auf Lebenskugel hinarbeiten. Eine Sternkugel. Mir fehlt knapp 800 bzw. 750 Punkte. Hab ich genug? Mit Items zusammen. Gerade mal 700 insgesamt. Okay, lassen wir das mal noch. Ich habe dass Chloe im nächsten Kapitel einsetzt, wenn ich ehrlich sein soll. Ich glaube eher, ein paar von denen wir nicht eingesetzt haben, wie so Marin oder auch Diamant, Alfred, Ivy. Natürlich eine neue Ringkombination mit Hortensia und Citrin. Das können wir noch gut vorstellen. Yunaka. Gerade zu wenig. Wie sieht es bei Fogado aus? Timera hat ein bisschen was. Kanter bei dir. Wie ist es bei dir eigentlich mit den... Dass ich die Werte nicht sehe. Noch ein Speeddrop, super. Ja, aber Timera braucht dringend neue Dinge. Also ich glaube, Kanter ist eine gute Idee. Sternkugel theoretisch auch, aber ich muss langsam mal ein bisschen aufhören. So scheiß Sternkugel. So, haben wir auch bei ihr Kanter. Louis theoretisch auch. Also haben wir jeder Sternkugel, können wir eingebrauchen. Ein Tank mit Kanter. Im Prinzip schlussendlich kann jeder Kanter gebrauchen von denen, seien wir ehrlich. Der momentan Vorteil ist, denke ich, sicher gut. Im Kampf kann ich mir sagen, das gegen das Kontern. Waffenvorteil. Er hat natürlich nur Lanze, deswegen ist der Waffenvorteil-Ding eher... Naja, kann es schon machen, aber... Auch eher ein bisschen unpraktisch. Und die Werte selbst, Verteidigung hoch, Stärke, ja, Benny kann auch ein bisschen, der Rest ist alles scheiße. Da bringe ich auch mit der Sternkugel nicht mehr viel hin.
Komm, wir geben auch ihm noch Kanter. Sidal, Michael, da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Der Rest will auch nicht mehr so viel, oder will noch gerne ein bisschen sparen. Und ihr könnt theoretisch noch, ihr habt noch irgendwie 700 insgesamt Punkte im Inventar, die ich als Items quasi verteilen kann. Bei Chloe zum Beispiel zu sagen, ja, noch ein bisschen warten und dann für die Sternenkugel. Flinker ist Repost, das ist etwas, was ich vor allem auch gerne Ding geben würde. Timera. Vielleicht auch kurz davor, der braucht zwar aktuell Kanter nicht, weil er eh mit Sigurd verschmolzen ist. Vehemenz bringt momentan auch nicht viel. Die Sternenkugel hat er schon. Bei ihm müssen wir echt mal gucken, wenn er so weit ist, weil irgendwie etwas mit Stärke bei Handicap mehr. Darf mal ein bisschen sparen, eventuell eine Option. So, Freunde. Viel gequatscht, viel theorisiert. Theorien aufgestellt. Es klingt sonst ein bisschen falsch. Also Kanter, Vehemenz. Pack wieder raus. Vehemenz ist theoretisch ungut, aber momentan auch es bei mir weniger. So, Kanter. Und Vorteil. Verteidigung und statt Kühnheit, weil ich bin eh mit Eig ausgerüstet. Stärke bei Handicap, KW Glück plus 2, brauche aber noch ein bisschen was Neues. Sternkugel und Speed, jo. Chloe eben war noch was anderes hier. Vehemenz ist zwar schon cool. Eventuell noch mehr. Hier Kanter. Magie plus ist immer gut, ob ich Glück brauche. Eigentlich nicht mehr so. Weil die Dinge, die ich hier habe, die Fähigkeiten sind nicht vom Glück abhängig. Bei ihm Geschwindigkeit, Sternenkugel. Jo, passt. Passt, hat Luft, kann man so machen. Items ganz kurz noch. Ja, da haben wir schon, dass ich noch eins habe. So viele alte Heilmittel, die ich verkaufen kann. Ansonsten Pflege, Purgativ, aber kaum noch was. Die Ringkammer. Nochmal zum Schmieden? Nee. Wir haben den Punkt ja momentan ein bisschen aufsparen. So, guckt doch hier raus mal an, ne? Die ganzen Armreifen, die wir gesammelt haben, die göttliche Kapitel, DLC-Dinger halt, jetzt sind sie auch hier sehr schön. Wir sind fast bei allen durch, es fehlt nur noch eins. Der Armreifen von Heroes. Da finde ich eh krass, dass Heroes hier tatsächlich irgendwie so integriert wurde. Ich meine, ist eigentlich nur ein Spin-off. Eigentlich. Ringe polieren. Oh ja. Oh nein. Oh. Am Ringe 3. Ja, muss ich Ringe machen, Freunde. Mache ich offscreen dann. Wollen wir uns auf die Reise machen. Das dauert sonst lange. Fähigkeiten haben wir gerade gemacht. Erstellen. Wir haben ein paar Punkte. Wir kriegen eh gleich wieder ein paar Punkte dazu. Ah, Eliwood, endlich mal. Da schon taucht gar nicht mehr auf. Ach, ich freue mich so, bis mal die alten Fire Emblem Teile, das waren die vom Advance-System, dann auch im Nintendo eShop vorhanden sind. Natürlich müssen wir weiterhin auf den Teil mit Roy warten, weil da kann man nie außerhalb Japans. Ja? Klar, kannst du mit Emulatoren und so weiter zocken. Aber ist irgendwie trotzdem schade.
haben wir quasi nur den Teil mit Eliwood, Lin, Hector, also der Blazing Sword, und wir haben natürlich noch den Teil mit Erika, Ephraim mit Sacred Stones. Die haben wir schon. Aber irgendwie halt trotzdem. So, bisschen was gemacht. Verschmelzen. Hier ein bisschen die Frage, bei welchen Ringen lohnt es überhaupt, was zu machen. Aber die Dinger verschmelzen geht ja schnell. Und kostet auch nicht viel, aber die anderen werden schon teurer. Komm, wir machen erstmal die ganzen C-Dinger, also die ja, Bronze-Ringe quasi. Der kostet bereits 1000. Okay, mach jetzt auch mal. Zack, ein goldener. Der Junge würde auch gehen zum goldenen, wa? Ching, 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 ching. So, zu Platin war dann wiederum aber schon. Vor allem war die 4 Goldringer, ey. Ja, war schon ein bisschen teuer. Oh, Hector. Ja gut, eben. Bisschen Ring, wie er mittlerweile armreif. Naja. Der gute Dorcas. Wer kennt ihn nicht? So, Nino B, aber auch viele. Können sogar 2 Goldringe draus machen. Na komm, geh doch lieber erst in 3 Folge nach. Weil sonst kriege ich nachher irgendwie durcheinander, wenn ich genau weiß, wen hat er schon gemacht, wen noch nicht. Ah, Nino S, hier sieht man zum Beispiel mal eben, dass diese Rang S-Ringe zum Teil eben auch Effekte haben, wie Giga Excalibur. Initiiert einer den Kampf mit Excalibur, fügt sie Schaden plus 20 hinzu. Also heißt es für mich, wir kriegen mal irgendwann noch, ja. Noch ein Excalibur. Als Fähigkeit, okay. Ein bisschen Dinge haben wir noch. Ringe polieren, wie bereits erwähnt. Bandringe erstellen. Mehr sehe ich hier nicht, wa? Wie wir bereits alles haben. Nö. Okay, schade. Dann noch ins Café. Ach, das muss natürlich sein, Freunde. Nimmerfehl. Verbündetes Waffenbeilef. Ja, auch. Aber gut, wir müssen zugeben, der Freehouses, das Freehouse-Emblem, Schrägstrich Armreif, der ist schon imbei. Generell sowieso, die ganzen DLC oder göttliche Kapitel, whatever, die sind schon im Vergleich zu normalen Story-Ringen schon eine andere Kategorie. Nur 4000, okay. Ich hätte gedacht, wäre vielleicht ein bisschen mehr. Spenden könnte man, wenn man wollte. 5000 hier wieder spenden und so. Zum Teil lohnt es natürlich auch, das stimmt. So, was wollte ich noch? Schmieden war eine Option. Ihr wollt aber auch noch ein paar Stäbe haben eigentlich, weil die gehen wir wirklich aus. Ich muss ja wieder mal ein bisschen was verkaufen hier. Achso, mein eigenes. Entschuldigung, das war natürlich falsch.
aus dem Vorrat. Der gute alte Vorrat. Ja, viel bringt es auch nicht, wahr? Aber der Blockierungsstab ist irgendwie so, ja, kann man machen, muss man aber nicht. So, Dinge aber auch nicht mehr. Zack, zack. Dann haben wir noch, die behalten wir noch, genau, die Notizenbücher und so. Novizenbücher, Entschuldigung. Purgativ ist halt sauteuer. Siegel und Zweitsiegel. Andere Geschichten. Wieso sind diese Stäbe nur so scheiße teuer? Ich meine, ich habe schon extra Silbercard, die mir eigentlich 30% reduzieren sollen. Trotzdem sind Dinge noch so teuer. Das ist schon nicht mehr feierlich, Freunde. Nicht mehr feierlich. Dann also mal austauschen. Wobei, nur wenn ich es wieder mitnehmen würde. Wollte ich ja vorher erst eh nicht machen, das heißt, die Stäbe kommen mal weg. Vor allem bei dem Item ist es gar nicht mal so doof, wenn ich die Stäbe auch mal wegpacke. Also hier, wo es eigentlich klar ist, auch also Stärkung bei ihr, was ich auch nutzen kann, ist klar. Pflege mache ich auch mal deswegen, damit ich weiß, hey, sie ist da prädestiniert dafür. Reichweite, Purgativ natürlich bei ihr auch Gold wert, über die große Reichweite. Dann kann der mal ab. Und wenn sie jetzt sowieso so in einem Gepäck hat, kann sie mal noch einen Donner oder so mitnehmen oder Elfendonner. Wobei ich mir gerade die Frage stelle, vielleicht ist sie doof, aber ich stelle es mir jetzt trotzdem mal. Die einfach einen Elfendonner einfach kaufen. Ja. Nee. Theoretisch können ja. Praktisch, nee. Niet. Quasi. Warte mal, was haben wir jetzt hier Schönes? Die Dinger können weg. Ist eh schon angebraucht, die Dinger nerven dann eh. Viele Rettungsstäbe. So. Ja, dann muss ich wirklich auch mal die Dinger hier, wo ich jetzt sage, damit ich einfach jeweils ein Exemplar habe. Aber dann muss ich die trotzdem auch mal irgendwie loswerden. Und eben eintauschen, whatever. So, Hortensia, jetzt kannst du dir mal einen Elfendonner kaufen. Doso, genau, Doso. Maideri, Diary. So. Vulkanon einen so langsam macht, ist auch krass, ey. Ja, Pokémon hat die 23 Speed schon mal, auch natürlich dank Camilla. Das haut schon rein. Ich kann Donnerachs und Blitz nutzen. Hier haben wir mit Meisterachs, Expertenlanze, Alfred, auch schon 2 Waffen. Rapier und Windschwert, natürlich auch geil. Da steigt eben auch der Magiewert, natürlich auch wichtig ist.
Bei Yunaka ähnlich, ja, mit dem Free Houses Armreif noch. So. Ja, wir sind fast durch, Freunde. Keine Sorge. Noch viel gemacht. Enzyklopädie. Haben wir noch Banddinger? Ne, natürlich gemacht. Unterstützungsgespräche. Jo. Mit Bougeron. どうですか、新竜さん。なんて素敵な場所でしょう。ただ立っているだけで日々の悩みが吹き飛んでいきます。喜んでもらえたのな。いつも来ているのはええ、まあおおよそ。また同じ場所に行きたい。あ、どうしたの？私たちちゃんと帰れますか？大丈夫ですよ。見てください。そこの枝が折れてますよね。あれ？折れてませんね。あれ？どこの枝を？あれ？どの枝も折れてない。でも大丈夫。いえ、逆。あなたが方向音痴ならその反対が。Das Gegenteil von dem, was du sagst, okay. Geht natürlich auch. Dann haben wir. Hier noch ein paar Gespräche. Interessant. Mal 3 Stück sind das noch, wa? Timera, Yunaka, Chloe. Zack, zack, zack. Und Chloe noch mit Hortensia. Oh. どうされたんですか？わかる。クロエには魅力？そう。それは母性。ずるいずるい。可愛さなら負けないけど、そりゃ何年か経てば。でも、私は今負けてるのが嫌だ。ということでクロエ、これからあなたから母性という母性を引きずり出し。よくわかります。オルテンシア王女のような愛らしい。そう？急なお願いだったから嫌じゃなかった？全然構いませんよ。なんだかすでに。Gute Frage, aber sie kann es irgendwie einfach. Gut, Freunde, ich würde mal sagen, wir haben jetzt noch 3 Gespräche vor uns. Eigentlich genau die 3. Die machen wir in der nächsten Folge genauso, wie wir sonst halt dann nächste Folge dann mit dem nächsten Kapitel weitermachen. Ich werde offscreen vielleicht noch ein paar Items hier einsammeln, die noch rumliegen. Ob es viel bringt, keine Ahnung. Bin ich halt auch so doof, dass man irgendwie Esswaren nicht irgendwie verkaufen kann und so. Man findet sie so oft, aber ja, verkaufen? Nö. Schon, ja, kochen könnte man zwar auch für noch ein bisschen mehr Bindung. Untereinander, aber ich hätte sonst gesagt, dass wir eher Staffeltickets kann ich mal einlösen. Ja, warte mal, eben ich werde oft noch die Ringe polieren, haben wir schon gesagt, hä? Genau, genau. Und da würde ich sagen, machen wir nächste Folge direkt wieder mit der Hauptstory weiter. Endlich mal. Nehmen dann hoffentlich im Fokus, ich hoffe, denkt dran, dass ich dann halt die neue Emblemkombination ausprobiere, plus natürlich auch wieder Alfred und Diamant ins Rennen schicke und Ivy und Marion. Also quasi die 4, Hortensia, Citrin, die schon mal irgendwie gesetzt sind. 6 Stück, plus natürlich wie gewohnt Michael, weil der muss dabei sein. Sidal, wenn wir schon bei 8. 9, 10 für unsere Tanks hier. Vielleicht noch 11 mit Boucheron. Und dann mal gucken, ob wir Fogado, Yunaka, Chloe. Ich glaube, vor allem Yunaka können mal zu Hause bleiben, Chloe sowieso. Jo, mal gucken wir. Sage in dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Fire Emblem. Engage. Ciao zusammen.